Hi, grüß euch, Servus und habe die Ehre. Ich bin heute bei Waging, jetzt kommt das Auto, klar, sobald man auf Aufnahme drückt, kommt das Auto. Und zwar schauen wir uns eine kleine Wallfahrtskirche an, ist eine von den schönsten Wallfahrtskirchen, die ich kenne. Klein, normalerweise gar nichts los. Und ich nehme euch mal mit, zeige euch die Kirche außen rum. Dann gehen wir rein und dann erzähle ich euch auch die Geschichte, wie die entstanden ist und vor allem welche Legende das da gibt. Wir haben jetzt richtig coole Drohnenaufnahmen schon gemacht. Ich hoffe, die haben funktioniert. Es laufen Timelapse und ein paar Fotos werde ich auch machen für euch. Jawohl. 3 Päpste habe ich jetzt überlebt. Gestern ist der Papst gestorben, am Montag. Die Wallfahrtskirche Mariä-Heimsuchen befindet sich oberhalb des oberbayerischen Gemeindehauptortes Waging am See. Der gehört zum Landkreis Traunstein im Ortsteil Mühlberg. Der denkmalgeschützte Neubau ist von 1712 bis 1713 ungefähr entstanden. Da gibt es eine Legende, eine Entstehungsgeschichte dazu, und diese besagt, dass die Magd Eva des Mühlberger Bauern Manninger auf dem Rückweg vom Gottesdienst in der Waginger Pfarrkirche einer wunderschönen Frau in vornehmster Kleidung begegnete, die auf einen Birnbaum hinwies, an dem ein Bildchen geheftet war und die daraufhin verschwand. Das Einsetzen der Wallfahrt erfolgte ungefähr im letzten Drittel des Jahres 1669. Sie entstand durch den reichen Mühlberger Bauern Adam Leiminger, der im Jahr zuvor zur Ettaler Madonna pilgerte. Von derer Wallfahrt hat der Leiminger ein aus Papier gefertigtes Muttergottesbild mit nach Hause gebracht. Das Beutel hat er auf ein Holzbrettel genagelt und am Birnbaum befestigt. Das Bildchen zog eine Vielzahl frommer Beter aus dem Gebiet der ehemaligen Gemeinden Waging am See an. Im Winter 1669-1970 hat der Waginger Pfarrer Krempel einen Opferstock aufstellen lassen. Ist klar, Wallfahrt bringt Geld. Die Wallfahrt ließ nicht nach, obwohl das Bild vom Baum gerissen wurde. Daraufhin genehmigte Krempel die Errichtung einer hölzernen Kapelle. Das Interessante ist, im Schrein an der Südwand befinden sich die Gebeine des heiligen Viktors, den der Bauer Josef Meyer aus dem Weiler Eck von seiner 3. Rom-Wallfahrt mitbrachte. Er ließ diese im Kloster Frauenchiemsee fassen und zur Verehrung der Kirche aufstellen. Aber zu dem Gerippe erzähle ich euch extra noch was viele nicht wissen. Das Schöne an der Wallfahrtskirche ist wirklich, dass nicht viel Leute da sind. Man hat wirklich einen tollen Ausblick über Waging, den Waginger See. Man hat seine Ruhe und gerade an den ersten schönen Frühlingstagen ist es echt angenehm, einfach nur da zu sitzen und die Landschaft zu betrachten. Es ist schon irgendwie ein Ort der innerlichen Ruhe und das hat uns eigentlich recht gut gefallen. Wobei man sagen muss, in Bayern sind wir eigentlich sehr gläubig, die Alten mehr, die Jüngeren weniger. Aber man darf nicht vergessen, der Glaube ist älter wie die Kirche. So sind die ganzen Prozessionen, wenn der Pfarrer über die Felder marschiert, die Felder weit oder die Tiere weit, wie beim Georgiritt und so weiter, eigentlich Traditionen, die lang vor der Kirche entstanden sind und eher aus dem keltischen, germanischen kommen. Früher hat dann die Kirche auf bestimmten Kraftplätzen
mal ganz schnell eine Kapelle draufbaut oder eine Kirche und hat das für sich beansprucht. Zum Beispiel Perchtenlauf ist kein christlicher Brauch. So, dann gehen wir mal rein in die Kapellen. Was man merkt, ist sofort der Luftunterschied. Es ist feucht, es riecht ein bisschen modrig, es ist still. Es ist sofort eine ganz andere Atmosphäre, irgendwie eine ganz andere Welt. Und tatsächlich ist ein altes Ehepaar da gehockt beim Beten, deswegen war er ja ganz still. Und wie es gehört, wie ich erzogen worden bin, wenn man eine Kirche betritt, dann bekreuzigt man sich. Aber so bin ich heute erzogen worden. Markus, was sind denn das für Beutel da? Ja, Jonas, das sind Votivtafeln. Und zwar hat die Kirche ca. 390 von denen, meistens auf Holzgemälde, Bilder. Das älteste stammt von 1670 sogar. Und da kann man recht viele Sachen aus dem Bürgerlichen und Bäuerlichen sehen. Hausformen, Geräte, Möbel, Kleider, die früher angehabt haben. Und immer wenn die Maria Käufer hat, haben die Bauern so ein Beutel an die Wand gehängt. Bis zur Decken auf. Da sind Sachen dabei von Kriegsheimkehrer, ganz viel Krankheit, Unfälle mit Fuhrwerk, Unfälle mit landwirtschaftlichen Geräten. Und jetzt mal ist da, wie gesagt, so ein Beutel aufgehängt worden. Sag mal du, was ist da hinten in der Vitrine drin? Ja, Jonas, da hinten in dem komischen Schrank ist ein Skelett. Und zwar ist es der heilige Viktor, den wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben. Und zwar sind es sogenannte Katakomben-Heilige. Die Kirche in Rom ist ja nicht blöd, die haben immer genau gewusst, wie es Geld machen können. Und zwar haben die in die Katakomben in Rom aus der Zeit von der Christenverfolgung Skelette ausbuddelt. Dann haben sie es schön eingekleidet, haben es verziert mit Gold oder verzieren lassen und haben es nach Bayern in die Kirchen als Heilige verkauft. Also auf gut Deutsch, das ist irgendein anonymes Skelett, was von der Kirche als heiliger Viktor bezeichnet worden ist und eben für so Wallfahrtskirchen verkauft worden ist. Richtig krass, so eine Geschäftsidee. So, also ein Viktorkuss bestimmt 10-mal in Bayern geben, Discount-Heilige, wie beim Aldi früher, großer Heiligen-Ausverkauf in Rom. Heute Gott sei Dank nimmer, glaube ich wenigstens, weiß ich nicht. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen von so einer urbayerischen Wallfahrtskirche. Habe ich das euch ein bisschen näher bringen können. Bei uns in Bayern ist ja die Marienverehrung ganz groß, im Gegensatz zum evangelischen. Hat bei uns die Maria einen ganz großen Stellenwert. Im nächsten Video bin ich sogar in Eudeting unterwegs und das ist die größte Wallfahrtskirche in Bayern, vielleicht das heiligste, was es gibt in der Gnadenkapelle. Ja, und in dem Sinn wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Fotos. Oh nein, jetzt kommen die kreiseligen Fotos von Markus auch noch.